EA Games. Challenge everything. Angst. Angst hat meine Eltern umgebracht. Am anderen Ende der Welt lernte ich die Angst in ihrer reinsten Form kennen und dachte, ich hätte sie besiegt, aber sie ist mir gefolgt. Da kommt Batman. Was in aller... Er ist echt? Batman, legt ihn um! Sagt sofort Crane Bescheid! Ich hab Batman gefunden. Was zum Teufel ist Batman? Alfred, wir haben ein Problem. Ich habe die Feuerwehr schon alarmiert, Sir. Sie müssen versuchen, durch einen der... Ich gehe nicht ohne Crane. Mein Bein! Was? Was? Los, komm schon! Hier bricht gleich alles zusammen! Und der Spinner? Was ist mit ihm? Wir lassen ihn hier einfach verbrennen? Mann, ja. Crane hat den armen Bastard in den Wahnsinn getrieben. Wenn wir ihn freilassen, macht er uns fertig. Lassen wir das arme Schwein verbrennen, dann hat das hinter sich. Hey, ich bin dein Freund.
Karl, der hat gesagt, dass Batman hier ist. Beeilung, Jungs, ich will hier endlich raus. Wir tun unser Bestes, Vorsicht Boss. mit den Streichhölzern! Hey, hier steht schon alles in Flammen. Hier geht gleich alles hoch. Los! Batman. Faszinierend. Für einen Blick in deinen Kopf würde ich töten. Aber das erledigen zum Glück meine Patienten für mich. Es war dasselbe. Die gleiche Angst, wegen der ich... In der Dunkelheit nach der Ermordung meiner Eltern fand ich etwas, das ich seitdem verzweifelt gesucht hatte. Ich wandte mich von der Welt ab, um in die Schatten einzutauchen. Ein Weg, das Unrecht zu bekämpfen. Wenn du die Ängste anderer manipulieren willst, musst du erst die deinen besiegen. Bist du dazu bereit? Wanagari, Mostalik, Alifal, Maxura None Gune Preshatiye. Ra's al Ghul sagt, dass der Geselle des Todes seinen Meister nicht fürchten darf. Bereit oder nicht, der Tod wartet nicht. Der Tod ist weder freundlich noch fair. Und mach keinen Fehler. In dieser Kammer wartet der Tod. Kehre erst in diesen Raum zurück, wenn du bereit bist, der Gesellschaft der Schatten beizutreten. Hier entlang, Wayne. In der Gesellschaft ist kein Platz für Zögerer. Deine Fäuste sind schon gestählt. Ich weiß, du bist bereit, Gewalt anzuwenden. Doch mit Zorn allein gewinnst du keine Schlacht. Der Ninja gilt als unsichtbar. Doch Unsichtbarkeit ist nur eine Frage der Geduld und der Ablenkung. Greife einen der 3 Männer an und zeige mir, dass du rücksichtslos sein kannst. Wayne, wenn du läufst, wirst du schneller entdeckt. Die Tarnung ist deine Verbündete. Gegner mit Schusswaffen sind extrem gefährlich. Attackiere sie immer zuerst und ohne Erbarmen.
Ausgezeichnet, Wayne. Wenn du zuerst den stärksten Gegner vernichtest, winseln die anderen um Gnade, die du ihnen verwehrst. Machen wir weiter. Du wärst nicht hier, wenn du den einfachsten Weg suchen würdest. Finde einen anderen Weg. Der Schlüssel ist nicht immer der einzige Weg, eine Tür zu öffnen. Wurfwaffen sind die Hand, nicht die Faust eines Ninja. Mit ihnen kann ein einzelner Mann seine Gegner umstellen und verwirren. Vor dir liegen einige Shuriken. Nimm sie und ich zeige dir, wie man sie benutzt. Die Shuriken liegen auf der anderen Seite der Flammen. Ninjitsu macht dich in den Augen deiner Gegner unsichtbar und unsterblich, aber dem ist nicht so. Du kannst nicht durch die Flammen gehen. Finde einen anderen Weg. Denk immer an deine Umgebung, Wayne. Jedes Geschenk kann auch ein Köder sein. Sieh dich um und nutze deine Umgebung, Wayne. Du musst selbst dafür sorgen, dass deine Umgebung für dich arbeitet. Bahne dir mit den Shuriken einen Weg. Die Losung? Du musst eine letzte Herausforderung meistern, um diesen Raum zu betreten. Folge mir. Im nächsten Raum erwartet dich deine vorletzte Prüfung. Die 3 Ninja in der Kammer wissen, dass sie hingerichtet werden, wenn sie die Losung preisgeben. Bleibe unerkannt, bis sie dich für einen Geist halten. Ich habe im Raum ein Geschenk für dich hinterlegt. Benutze es, um ihnen zu zeigen, dass du schlimmer bist als der Tod. Und sie werden dir die Losung verraten.
Hangle dich an den Kabeln entlang, ohne die Männer zu alarmieren. Hat dir Dukas gesagt, was dich erwartet? Leise. Ich traue Wayne nicht. Er ist keiner von uns. Ich spüre Gewalt in ihm. Noch ein Grund mehr, leise zu sein. Nutze deine Umgebung, Wayne. Durchtrenne das Halteseil mit einem Shuriken. Mach ihnen Angst. Das war Wayne. Er hat den Verstand verloren. Er ist allein und noch in der Ausbildung, kein Problem. Jetzt, Wayne, sind sie soweit. Sie zittern vor Angst. Gib ihnen den Rest. Du weißt, was ich will. Bitte, nicht! Dukas bringt mich um! Das ist jetzt dein kleinstes Problem. Los, das Kennwort. Bitte, es ist... Spiegel. Sag Dukas bitte nichts. Wie lautet das Kennwort? Spiegel. Willkommen. Was ist das? Ich bewache den Sprengstoff. Er ist sicher. Bereit für deine Rückkehr nach Gotham. Willkommen, Wayne. Deine letzte Lektion kann beginnen. Schalte den Gefangenen in seinem Käfig aus. Ausgezeichnet. Komm jetzt her. Wir haben deine Angst besiegt. Du bist jetzt bereit, dich der Gesellschaft der Schatten anzuschließen. Doch erst musst du beweisen, dass du die Gerechtigkeit liebst. Er ist ein Dieb und Mörder. Er hat es nicht verdient zu leben. Nein, ich bin kein Henker. Nur wenn du den Willen hast zu handeln, bist du bereit, diese Männer nach Gotham zu führen. Gotham? Du bist das liebste Kind der Stadt. Niemand kann besser in das Herz des Verbrechens vorstoßen. Diese Stadt ist eine eiternde Wunde, ein Hort des Unrechts. Sie ist verloren und muss von ihrem Leid erlöst werden. Das können Sie doch nicht glauben. Wayne, was tust du? Was getan werden muss. Du bist ein Narr. Dafür wirst du sterben. Helfen Sie mir! Ich will nicht sterben! Bitte, helfen Sie mir! Ich will nicht sterben! Hier geht's raus! Schnell! Sie müssen fliehen!
Ra's al Ghul und seine Gesellschaft der Schatten waren nicht mehr. Mein Mentor hatte mir alles gezeigt, was ich finden konnte, ohne mich selbst zu verlieren. Also verließ ich D'Qar und kehrte nach Hause zurück. Ich werde den Bürgern von Gotham beweisen, dass die Stadt nicht den Kriminellen gehört. Als Mensch bin ich aus Fleisch und Blut. Ich kann ignoriert und vernichtet werden. Aber als Symbol bin ich unantastbar, unsterblich. Was für ein Symbol? Ich habe hier ein Überwachungsvideo von Falcone, Master Bruce. In großer Frage. Ja, und er wird gut bewacht. Ich schätze, er hat gute Gründe, vorsichtig zu sein. Von seinen Leuten kann ich ihn trennen, aber er scheint auch von Polizisten bewacht zu werden. Alle korrupt, Sir. Ich kann sie nicht direkt angreifen. Ich muss sie umgehen. Ich werde nach einem alternativen Weg suchen. Wenn Sie gestatten, Sir, Sie haben ein optisches Kabel. Es ermöglicht Ihnen einen Blick hinter verschlossene Türen. Dich gibt's wirklich. Reden wir. Wer... Was bist du? Sie sind einer von Falcones Leuten. Was will er hier? Bitte, du kennst Falcone nicht. Er ist schrecklich. Ich bin hier, er nicht. Und ich bin schlimmer. Also was hat er vor? Schmuggel. Hier kommt jede Woche eine Lieferung aus Asien an. Falcone nimmt den Stoff entgegen und verteilt ihn an seine Dealer. Aber Reden Sie weiter. diesmal ist es anders. In der Kanalisation braut sich was zusammen. Und Falcone würde nicht mit den Cops kuscheln, wenn er nicht... Wenn er nicht was? Angst hätte. Was ist mit Ihnen? Ich habe eine Scheißangst. Bitte, ich habe ein Kind. Alfred, sind irgendwelche Polizeiboote in der Nähe? Ja, Sir. Da draußen ist mindestens ein Team Scharfschützen. Passen Sie auf, dass Sie denen nicht vor die Flinten laufen. Dann muss ich irgendwie in die Kanalisation. Ich markiere den nächsten Zugangspunkt auf Ihrem Radar, Sir.
Komm schon, die anderen Jungs sind alle schon drin. Komm ja schon. Okay, beeil dich gefälligst. Falcone will, dass wir in diesem Van warten und er wiederholt sich nicht gern. Wenn Sie gestatten, Master Bruce, in diesem Van sitzen zu viele Männer. Nicht einmal Sie hätten gegen diese Übermacht eine Chance. In einem fairen Kampf nicht. Aber dieser Gabelstapler könnte die Sache erleichtern. Komm schon, die anderen Jungs sind alle schon drin. Komm ja schon. Okay, beeil dich gefälligst. Falcone will, dass wir in diesem Van warten und er wiederholt sich nicht gern. Wenn Sie gestatten, Master Bruce, in diesem Van sitzen zu viele Männer. Nicht einmal Sie hätten gegen diese Übermacht eine Chance. In einem fairen Kampf nicht. Aber dieser Gabelstapler könnte die Sache erleichtern. Warum ist Falcone nervös? Was in aller Welt? Falcone bringt nicht umsonst eine kleine Armee mit. Wovor hat er Angst? Keine Ahnung. Ich glaube, in der Kanalisation braut sich was zusammen. Wie finde ich Falcones Lieferung? Bären! Jetzt auch ein bisschen genauer. Er packt den Stoff in Plastikbeutel und versteckt ihn in Teddybären. Das geht schon seit Jahren so. Mehr weiß ich auch nicht.
in aller Welt? Was ist da draußen los? Es funktioniert zwar nicht immer, aber Sie sind geschickt genug, um mit den meisten Schlössern kurzen Prozess zu machen. Lass uns raus! Wer ist da draußen? Ich muss die Dehnbarkeit des Hakens testen. Ist das nicht gefährlich? Es ist das Risiko wert. Ich habe dadurch einen besseren Ausgangspunkt, um meine Gegner anzugreifen. Guter Ansatz, Sir. Hör mal, warum sollte ich dir wehtun? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Steck einfach die Knarre weg, okay? Das geht nicht, Kumpel. Lass mich einfach durch, dann siehst du mich nie wieder. Das kann ich nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Wie zum Teufel bist du denn hergekommen? Von der anderen Seite. Hör mal, ich habe keine Ahnung, was ihr Typen hier wollt. Aber wenn ich das Hauptventil nicht schließe, gibt's hier eine Katastrophe. Das ist nicht mein Problem. Mach die verdammte Tür auf. Ich muss hier weg. Du gehst nirgends hin. Hey, hey, komm zurück! Mist. Hey, hörst du mich? Komm zurück! Ich tu dir auch nichts. Hallo? Verdammt. Sie können jetzt rauskommen. Was sind Sie? Ich bin hier, um zu helfen. Ich muss in die Kanalisation. Was ist hier unten los? In den Gängen wimmelt es von bewaffneten Männern und jetzt Sie. Wer Sie auch sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ach was, hier hat niemand was verloren. Ich soll mich nur umsehen, bevor morgen das Reparaturteam anrückt. Das Öffnungsventil der Dampfrohre des Docks ist zugerostet. Wenn jemand die Versorgungsrohre öffnet, platzt womöglich das ganze System. Wurde dadurch jemand verletzt? Vermutlich nicht, aber es wäre ziemlich spektakulär und teuer. Wie komme ich zu den Versorgungsrohren? Hinter Ihnen ist eine Tür. Der Code ist meine Telefonnummer. 1227. Sie machen noch keine Dummheiten, oder? Sehe ich etwa so aus? Bleiben Sie einfach hier, dann passiert Ihnen nichts. Ziehen Sie den Kopf ein und warten Sie, bis es dunkel wird. Mann, ich hätte mich krank melden sollen. Kann es sein, dass Wayne Enterprises dem Wasseramt von Gotham morgen einen Scheck für die entstandenen Dampfschäden schickt? Lassen Sie nur den Platz für die Unterschrift frei. Wo sind die Rohrventile? Es sind 3. Ich habe sie auf dem Radar markiert, Sir.
Dann hoffe ich, dass er den Rest hier runterbringt. Egal, was mit diesen Rohren los ist. Es macht mir Angst. Mann, es ist ja nichts Neues, dass der Doc spinnt. Aber darauf zu bestehen, den Stoff durch die Kanalisation zu transportieren, ist doch total paranoid. Angeblich hat der Doktor nicht vor, seine Hälfte von Falconis Lieferung medizinisch zu verwenden. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich weiß nur eins. Je schneller wir diesen Job erledigt haben und hier verschwinden, desto besser. Wir müssen hier raus! Machst du Witze? Der Boss bringt uns um! Andy sagt, du hättest gesehen, was in diesen Hasen ist. Ja. Und? Und was? Was nicht so spannend. Was ist drin? Keine Ahnung, nicht das Zeug, das Falcone vertickt. Wie sah es denn aus? Weiß, wie Puderzucker. Der Typ, der das Zeug rausgeholt hat, trug einen Atemschutz und Gummihandschuhe. Klingt gefährlich. Versuch's nicht mal.
Hast du das Boot schon gekauft? Hast du Witze von meinem Gehalt? Ja, ich hab's gekauft. Meine Frau und ich machen am Wochenende einen Ausflug nach Coast City. Nett. Und du? Was machst du mit deiner Prämie? Ich habe eine Ex-Frau und 3 Kinder. Die ziehen mir das letzte Hemd aus. Tja, zum Glück hat Falcone ein großes Sparschwein. Was wir... Hast du das Boot schon gekauft? Machst du Witze von meinem Gehalt? Ja, ich hab's gekauft. Meine Frau und ich machen am Wochenende einen Ausflug nach Coast City. Nett. Und du? Was machst du mit deiner Prämie? Ich habe eine Ex-Frau und 3 Kinder. Die ziehen mir das letzte Hemd aus. Tja, zum Glück hat Falcone ein großes Sparschwein. Was wäre die Polizei ohne ihn? Also, was ist mit den Hasen? Weil Falcone das Zeug nicht einfach in Plastiktüten stecken kann. Er schmiert die Cops, nicht die ganze Stadt. Hat er nicht immer Beeren benutzt? Ja, die Hasen sind neu. In den Beeren ist normaler Stoff. Sie gehen direkt an die Dealer. Also, was ist mit den Hasen? Weil Falcone das Zeug nicht einfach in Plastiktüten stecken kann. Er schmiert die Cops, nicht die ganze Stadt. Hat er nicht immer Beeren benutzt? Ja, die Hasen sind neu. In den Beeren ist normaler Stoff. Sie gehen direkt an die Dealer. Und die Hasen? Die sollen irgendwo in die Narrows. Was bedeutet das? Mehr weiß ich nicht. Als ich gefragt habe, meinte Falcone, ich soll meine Nase nicht in Dinge stecken, die mich nichts angehen.
Hey, du bist einer von Falcones Leuten, oder? Solange er zahlt. Und du? Arbeitest du für den Doktor? Tja, hier geht's wie... Alfred, ich brauche Dechiffriercodes. Schon erledigt, Master Bruce. Sie müssten jetzt auf das System zugreifen können. Das sieht nicht gut aus. Was zum Teufel ist passiert? Keine Ahnung. Und ich will's auch gar nicht wissen. Ich will hier nur weg. Nicht zusammen. Ich habe Kinder. Ich kann nicht. Es hieß, das wird ein einfacher Was Job. passiert? Oh, Der Boss sagt, du bist nur ein Mensch. Könnte mir hier mal jemand helfen? Erzählen Sie mir von den Hasen. ich weiß nichts. Komisch. Ich glaube Ihnen. Wer weiß etwas? Falcone legt die Karten nicht gern auf den Tisch. Egal für wen er arbeitet, er scheint Angst vor ihm zu haben. Irgendwer muss etwas wissen. Sein Advokat, sein Consigliere, sein, wie sagt man, Anwalt, der könnte was wissen. Falcone erzählt ihm alles. Wie finde ich ihn? Er ist der Einzige außer Falcone, der in den Docks mit einem $500-Anzug rumläuft. Wovor hat er Angst? Keine Ahnung. Falcone, enge Räume, er kann Ihnen alles erzählen.
Was machen Sie denn hier? Bitte, was meinen Sie? Sollten Sie nicht eigentlich bei Falcone sein? Ich musste an die Luft. Sie sind unten im Frachtraum des Schiffes und ich mag keine engen Räume. Aha. Wissen Sie etwas über Falcones Partner in den Narrows? Ich habe gehört... Fragen Sie mich das lieber nicht. Klar, wie Sie meinen. Egal, was Sie auch tun, ich sage nichts. Sie verschwenden Ihre Zeit. Falcone macht mir schon genug Angst. Sie beeindrucken mich nicht. Nein! Nein! Bitte! Lassen Sie mich raus! Die Wände! Bitte! Ich halte das nicht aus! Wenn Sie reden, dürfen Sie raus. Bitte! Ich tue alles, aber lassen Sie mich raus! Was wissen Sie von Bären und Hasen? Falcone benutzt sie, um seinen Stoff reinzuschmuggeln. Die Bären gehen an die Dealer, die Hasen sind neu. Und weiter? Ich weiß nicht, was in den Hasen ist. Sie sind für irgendeinen Kerl in den Narrows. Wie heißt er? Das weiß ich nicht. Falcone ist noch verschlossener als sonst. Der Kerl ist irgendein Doktor. Ich glaube, er arbeitet in Arkham. Wie finde ich Falcones Lieferung? Die ist schon fast verteilt. Bitte, lassen Sie mich raus. Falcones Lieferung. Wie finde ich sie? Weiße Falken. Sie sind auf seine Kisten aufgesprüht. Ich kann nicht. Das könnte der Beweis sein. Falcones Kisten? Exakt. Ich glaube, Sie sollten einen Blick in den Frachtraum dieses Containerschiffs werfen. Perfekt. Darf ich fragen, wofür, Sir? Für etwas Spektakuläres, das er nicht verstecken kann. Hey, Kumpel. Meinst du mich? Ist hier sonst noch jemand? Ich muss ja mit dir reden. Sehr witzig. Hast du Feuer? Nee. Und Zeit auch nicht. Du arbeitest für den Doc, stimmt's? Warum willst du das wissen? Reine Neugier. Diese ganze Hasen- und Bärensache ist mir zu hoch. Oder warum interessiert sich ein irrer Seelenklempner plötzlich für Drogen, die nichts mit Medizin zu tun haben? So viele Fragen sind ungesund. Und ich bin nicht dein Kumpel.
Ich habe oben auf dem Deck des Frachters mit Maurice geredet. Er hat gesagt, dass die Dealer mehr als die Hälfte der Fracht nie zu sehen gekriegt haben. Nicht unser Problem. Und niemand weiß, wo das Zeug hin soll oder wie es dahin kommt. Macht dich das nicht? Leg dich lieber nicht mit mir an. Denkst du dein... Leg dich lieber nicht mit mir an. Ich fürchte, Rauchgranaten und ähnliche Geräte sind nur theatralisch, Master Bruce. Sie funktionieren nur bei Gegnern, die bereits Angst haben. Ich habe ein paar Dinge gehört über die Albträume. Stimmt's? Wovon redest du? Albträume. Die Leute sehen Dinge, seit Falcone mit dem Doktor zusammenarbeitet. Das liegt angeblich an den neuen Stoffen. Alle, die mit dem Zeug in Kontakt kamen, hatten Halluzinationen, als Stimmungsfehler, unter Stress. Die haben einfach nur Angst. Wie lange steht im Stoff? Nehmen die jetzt schwierige Drogen? Das Zeug rührt keiner an. Kein Wunder. Aufpassen! Wie ist das passiert? Wer war das? Wenn Falcone das sieht, sind wir erledigt. Also los an die Arbeit. Er ist am Ende des Piers. Schwärmt aus und findet den Kerl. Und dann gnade ihm Gott.
Problem haben, verdammt. Jemand hat unsere Ware ge... Wenn Sie gestatten, Sir. Falcone wird von einer schwer bewaffneten Privatarmee bewacht. Ein direkter Angriff könnte gefährlich sein. Gewalt hilft hier nichts. Falcone weiß, dass er immer wieder auf die Beine kommt. Ich will nahe an ihn ran und ihm meinen Albtraum zeigen. Er soll wissen, dass es auf diesen Straßen Dinge gibt, die schrecklicher sind als er. Und wie genau wollen Sie an ihn rankommen? Ohne Gewalt anzuwenden? Ich hole ihn zu mir, mit diesem Kran. Sehr kreativ, Sir. Ich habe fast den Eindruck, Sie amüsieren sich.
gesehen. Marvin auch. Sie haben gesagt, es war irgendein Wesen, das aussah wie ein Mann. Aber sie konnten es nicht stoppen. Unsinn. Alles, was läuft, kann auch sterben. Wo bleibt dein verdammtes Boot? Hab's gerufen, aber... Ruf es nochmal. Geh zum Pier und rudere das Ding her, wenn's sein muss. Ja, Sir. Ich will deine Visage auf dem Festland nicht mehr sehen. Haben wir uns verstanden? Natürlich, Sir. Was steht ihr hier noch rum? Zieht eure Waffen und setzt euch in Bewegung. Erschießt alles, was sich bewegt. Wenn wir Fragen haben, verhören wir später die Leichen. Hallo, Doug. Allmächtiger, tu mir nichts. Ich muss durch diese Tür. Ich hab den Schlüssel. Bitte, tu mir nichts. Wovor hat Falcone Angst? Keine Ahnung. Ich arbeite nur für ihn. Aber ich glaube, er hat Höhenangst. Ich werde mich stellen. Bitte lass mich laufen. Bitte. Ich habe eine kleine Tochter.
Keine Ahnung, Mann. Ich sehe nichts. Es muss da sein, auf Pellegis Verlass. Was ist mit all den Cops? Die kannst du vergessen. Jeder weiß, dass das GPD die größte Hure der Stadt ist. Und wenn es die Küstenwache ist? Die sind über Falconis und Leute sicher nicht begeistert. Das ist nicht die Küstenwache. Das sind die Cops. Und die sind korrupt bis über beide Ohren. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ich habe ein Signal von Falconis Boot abgefangen, Master Bruce. Ich fürchte, Ihnen bleibt nicht viel Zeit, bis es anlegt. Ja, immer noch nichts, Mann. Schluss mit diesem übersinnlichen Quatsch. Ich will wissen, für wen er arbeitet und wie ich ihm wehtun kann. Ich spiele jedenfalls nicht länger den Laufburschen, während dieser Großkotz Crane keinen Finger rührt. Was in aller Welt?
Holt mich hier raus! Kann einer von euch... Bitte! Helft mir! Was zum Teufel ist hier los? Helft mir gefälligst! Holt mich hier raus! Bitte! Helft mir! Hey, was soll das? Holt mich hier runter! Was glotzt ihr so, ihr dämlichen Hornochsen? Senkt dieses verdammte Ding! Hier geht's ziemlich weit runter! Ah! Was? Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin Batman. Es wird eng für Falcone. Drogen, Fingerabdrücke, Frachtlisten. Dieser Fledermausmann hat an alles gedacht. Fledermäuse sind nachtaktiv. Kann sein. Aber 3 Uhr ist sogar für stinkreiche Playboys zu früh. Tja, das ist wohl der Nachteil eines Doppellebens. Bruce? Es spielt keine Rolle, wer du bist. Allein was du tust, ist entscheidend.